Dit is de vierde predigt, de Kjenninjk, de aules Felua. Jun reden is Johan Dyck. Verdeel wel wie ons dan een ander beeld aanzijnen. Dat is een beeld van een man, wat goud aanvangt, over der Staltheid, Aufgunst en ongehoorzaam aules Felua. Den trouble hebben we ook van jou nog zeer veel, en dat kan zijn dat u ook daarmee gepleegd bent. De man, over dem zich onze vandaagse geschichte handelt, heet Saul. Deze geschichte vingen we in het eerste boek Samuel. Wel ons den hintergrond van deze geschichte een beetje aanchecken. Van die tijd aan, als Israël uit Egypten kwam, had Israël geen Kjenninjk, aber leiders die God aangaf. No Josua zijn tijd worden dat rechters genannt. Samuel zijn ambt wie dreierlei. Hij wie een rechter, hij wie ook een priester, en hij wie ook een profeet. Also Samuel wie een zeer wichtiger man als leider van Israël. Door wo onze geschichte van der anfangt, wie Samuel al een ouder man. Dat wir nicht alle so gegangen als Samuel gehofft had. Seine Seens, die am nafallen sollen, wären nicht goude Männer. Israel wollte nicht als Leider, wie's dat klar wir, dat sie onaprechtig wären. Dat Volk hat sich rumgecheckt, nur die anderen Länder rundherum, und sie sagen, dat jeder Land eigene Kjenninjk hat. Dat wollen sie auch. Dat leidt an seiner Schmack, wenn so ein Kjenninjk en seine schmackig leider op een zeer schmackend piet ver de Menschen rijdt, en dat meinten zij wordt Israël ook een betere nomen geven, mank der andere veldja. Zij willen een Kjenninjk. Samuel overwarned aan, wat een Kjenninjk alles doen wordt. Hij zei dan, je ha je but nu God als je een Kjenninjk gehad. Nu wel je een menselijke Kjenninjk. Doormet dat je God aflehnen, doormet dat je junt op mensen verloten. En dan zegt hij in kapitel 8 van Albert 15 deze wieder. Dit wordt het recht van een Kjenninjk zijn, wat even je herrschen wordt. June zeens wordt hij nemen, in zijn kriegswerels, in zijn rieders toedelen, zodat hij bij die werels verabranen. Hij wordt hij als verjezade over duizenden, en als leiders over 50 aanstellen. Zij worden ook aangesteld worden zijn land te plegen, zijn arnden te brengen, en ook voor am Kriegsgereitschaft en ook Pietsgescher te merken. Jene dachte wordt hij nemen en als kerkjes aanstellen, wat zalf topereren, kerken ook baken doen. Ook jene baast het land, jene wijngaardes en jene eiljebeim wordt hij nemen en zijn knechten geven. Daartoe wordt hij jene tot tiendel van jene zoot en jene wijngaarden afnemen en aan zijn spekkers opbewaaren, ook zijn deiner daarmet beschenken. Dit zegt Samuel, wo de Kjenninjk doen, wanneer ze zich een Kjenninjk wählen deiden. Aber dat volk bestond erop, zij willen een Kjenninjk haben. God gaf aan wens. God zei te Samuel, laat aan een Kjenninjk haben, ik word die wezen wem du salven zost daartoe. En zo komen we dan bij die persoon, wat de eerste Kjenninjk in Israël weer. Dat vong alle zeer op een kleinen aan. Saul wird de Zoon van Kish, en hij wordt in 1 Samuel 9, vers 2 zo beschreven. Die wird jong en schein, zodat keiner onder de Kinder Israël scheiner wird. Ein Kopf hochherrscher als irgendwer am Volk. Wo'n junger Mensch würde nicht wollen so sein als Saul. Am leitet Schmack. Jeder einer seht am leitet Schmack. En dort noch, hij wie een zeer höherer man. In andere Woorden, hij wie een man, voor wem de Menschen voorts respect hadden, wils hij so groot weer. Ein Kopfherrscher als irgendwer am Volk. Wir fingen am das erste Mal, wo hij in de Knecht von seinen Vater seine Eselszirken deiden. Sie fungen die nicht. En so kommen sie nun in Stadt, wo Samuel auch weer. Aber Gott hat also Samuel gesagt, dis junger Mann ist der Rechter. Dort ist der Janja, den du salven sollst, als Kjenninjk. Als hij Samuel über de Esels vroeg, dann seht Samuel am Krakt, wat passiert wir en wo die wären,
en dat ze nu kunnen naar huis gaan, wils die al gevangen werden worden. Aber dan zei hij te am, dat wat God aangezegd had. Hij zal nu de Kjenninjk worden van Israël. Aber Saul wie sich darüber gar nicht so sicher, dat hij zal de Kjenninjk zijn. Hij had hier nog de rechte Einstellung. Hij vond sehr gut an. Wie hij zegt zo. Zie ik niet in Benjamita, vom kleinsten Stamm in Israel, en ist meine Herkunft nicht die geringste von all die Families im Stamm Benjamin? Warum sagst du mir so? Also wir seien hier, dat Saul doch nicht sehr hoch von sich. Dort meint hier nicht, dat wir sollen wenig von uns holen, aber wir sollen auch nicht zu viel. Wir sollen nicht überbrestig sein. Und dort wir Saul hier gewiss nicht. Aber Samuel salvt am als Kjenninjk. En an den Tag, als Samuel am dat Volk als Kjenninjk wil verstellen, wie hij nog nicht te vingen. Hij had zich maar Vordersack verstärken. En sie mussten am sieken. Hij wie een sehr trägtragender junger Mann en wil sich nicht nur fern drängen. Dit is immer een sehr gute Teken, van Menschen een beetje terugholen zijn en nicht immer willen het verste stonen. Als hij eerst als Kjenninjk angezet weer, dan sloeg hij Nahash, den Kjenninjk van de Ammonita, de Israël grootste Feind geweest weer. Dit bracht Saul en de uren vom Volk sehr hoch. Zij kijkten op hem als held. Hier nam hij den eersten stap naar zijn verdorven. En we kunnen zeggen, wo dit passieren deed, wie hij zo hoch als komen kon. Hij weer but dan nog demütig geweest. Hij had van zichzelf niet te veel gehouden. Hij had te die tijd nog geduld. Hij had erbarmen en hij weer een vrijgeviger mens. Aber wir kommen zu der Frage, warum ging das mit Saul dann so boi auf? Wir wollen hier 3 besondere Verfall betrachten. In den ersten Verfall fing wir, in dem dat Saul nicht lüren kann. Hij weer innerlich ungeduldig. Oder hij weer, in dieser Zeit, wo hij Kjenninjk weer, ungeduldig geworden. Und dat sei wie in 1. Samuel, Kapitel 13. Laat mir ein beetje vertalen, wat da wir. Die Philister waren zu dieser Zeit ein sehr starkes Volk. In Israel musste sehr unter die leiden. Die hatten alle Mang an Stadtpunkte, also das meint Soldaten, wat da abpassen deiden, und sie können an zu irgendeiner Zeit angreifen, bestehlen oder irgendwas wahrnehmen, und da können die Israeliten wenig mehr tun. Und nu dat Saul die Kjenninjk weer, hadden ze een van deze Stadtpunkten van de Philister angegriffen en de Philister geschlagen. Natürlich wären de Philister darüber sehr doll, dat dit passiert wäre, en sie wollen sich rechnen. Sie mögen sich reid ab en Krieg. Sie würden den neuen Kjenninjk, den Saul, nu mal wiesen, wer der Boss wäre. Saul ging naar Gilgal, dat is de stad wo Samuel woont, om met hem te reden. En van hem uit te vingen wat God zijn willen weer, wat hij doen zal, wanneer het nu terechtgaat. Hij had zich zijn soldaten besteld, dat hij würden met hem komen, aber viele hadden zo angst, dat het nu terechtgaat, dat hij zich verkruipen en verstürken, sogar en heilen. Dit weer niet een goede teken. Dat lijkt meestens, wanneer Saul niet wordt zijn armee opkrijgen, toen verhoopt Krieg merken. Als hij door in Gilgal luren deed naar Samuel, kwam hij niet. Samuel had versproken, hij would in 7 dagen komen, also in eine Week, aber hij weer niet door. En Saul zag dat am meer en meer Soldaten verleiten, die rannten weg en verstürken sich. Die wollen nicht kämpfen, an wie Angst. Und auf einmal hat er genug. Hij lürt nicht länger. Hij wil haben, dat Samuel soll ein Opfer bringen zu Gott en fragen, wo hij den Krieg führen soll. Aber weil Samuel nicht kam, deed er dat selbst. Hij greep selbst touw en bracht dat Opfer, wat bloß Samuel oder ein Priester doen soll. Krak dan, als er dat deed, kwam Samuel. En dan probeerde hij hem te erklären, wat geworden weer. Aber Samuel zei zu ihm, in 1. Samuel 13:13, du hast dumm gehandelt,
dat du Gott den Herrn zijn Gebot, wat ik die gaf, nicht gehouden hast. Wils dann würde hij dien Kjenninjk op ewig über Israel bestätigt haben. Nu aber wird dien Kjenninjk nicht bestohlen. Der Herr hat sich in Mann gesagt, no seinem Horten. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk de Vers zu senden. Wils du nicht gehouden hast, wat der Herr die gebot. Dit zijn aber strenge Wied. Aber wat wird die Trouble hier gewast? Saul kon nicht vertrauen. Hij übergaf sich seine Ungeduld. In seine Ungeduld fiel dazu, dat ganz ongehoorzaam handelen deed. Hij deed uit Angst handelen. En doordat had hij nicht bloß de Verläster zum Feind, aber hij merkt sich Gott zum Feind. Wir kijken dan nog een tweeden Verfall. Hij merkt een zeer onbedachtet Geliebde. Wat ik damit sagen will, ist, dat Saul einstmal onder Druck nicht mehr klar denken deed. En hij seht allerhand, oder hij leden vlug ab irgendwem, wann die so und so handelen würden. Dat passiert hier. Nachdem hij im Ungehorsam dat Opfer gebracht had, gingen sie dann nur Michmas, wo die Verläster sich reitgemerkt hadden zum Krieg. Nu wordt het ernst. Dat Leid für Israel sehr dunkel. Saul had Angst, en om seine Soldaten op den Kampf te konzentrieren en ivrig te merken, merkt hij aan een onbedachtet Geliebde. Hij merkt een Schwur. Hij zegt, keiner von uns soll bad Abend irgendwas eten, bad wie uns an onze Feind gereicht han. Dit wie nicht eine sehr gute Idee. Wir weiten alle, dat zum Kriegen nimmt dat viel Kraft. Und wenn die Soldaten nicht eten können, da würde je die schwach sein. Da würden die nicht dort tun können, was sie selbst können. Jonathan hat dit aber nicht gehört. Hij wir mit seinen Deiner wachgeschleckt, am Proben wie den Startpunkt von der Verläster näher zu kommen, und vielleicht würde der Herr ihre Feind Arm in der Hand geben. Und das passiert gerade so. Hij und sein Deiner kommen dahin, und Gott deed dat so. Und sie schlüren dort 20 Mann. Und dat wie ein großer Sieg. Und was passiert ist, als die anderen Verläster dat sagen, was bei diesem Startpunkt geworden wir, fingen die alle an zu ranen, die wären sich auch sicher geworden. Und dann kon Israel Anhänger raunranen und an Schlonen während sie uitstürken. Aber nachher fing Saul dort uit, dat einer von an gegeten hat. Und hij zei, die mat sterven. En ik denk, hij wordt verblaft gewesen, als uitfunk, dat wir zijn einer sehen, Jonathan, dat wir een Held. En die soll nu sterven, bloß wer in hij zo'n onbedachtet Geliebde gemerkt hat. Hij wil Jonathan doodmerken, aber die anderen Soldaten leiten dat nicht. Sie sehen, dat es wer in Jonathan, dat wir hier von der überhaupt sind durchgekommen und dat der Verläster verloren haben, dat die wachgerannt sind. Jo, Saul will sein Geliebde nicht trägnehmen. Hij musste to gedwungen worden. Hij wird to stolz, seine Fehler zu stonen. Hij wird seinen so ehrenkoppig gewast, dat sogar sein Sohn Jonathan wird han muss sterben. Da wie auch hastig einstmal wat je beiden, bloß wils wie bewiesen wollen, dat wie de Boss sind. Ich denk hier an, wo einige Menschen ihre Kinder behandeln. Einstmal ist der Vater so angestellt, hij will bloß beweisen, dat hij de Boss ist. Und dann sagt er irgendwas, wat aber gar nicht wirklich ne kluge Idee ist. Und wenn dat noch her auch ansieht, kann dat nicht zurücknehmen. Ich glaube, viele Vaters, und auch Mütter, sollen ihre Fehler und ihre Kinder taustonen. Saul wird stolz, hij kann dat nicht. Und ich denke hier an einen Mann, wat ich nicht lang traf, der hat seine Kinder auch immer so stout behandelt. Und vieles im Leben unrecht gemerkt, und ganz dumm gehandelt. Und nachher, als die Kinder alle groot wären, früren die einmal da wein, of am dat nicht leid wär, dat hij zo'n gedonen had. En dan seht hij bloß, ik als Vater bruk mij niemals bij meine Kinder entschuldigen. Dat is de plaats van de Kinder, die zullen sich bij de Eltern entschuldigen. Denkst du auch so? Ich hoop nicht.
Weil dort ist eine sehr dumme Antwort. Wenn wir Fehler merken, sollen wir die tauschstonen, auch sogar bei unseren Kindern. Wenn wir ein Kind unrecht bestraft haben, dann ist es Zeit, dass wir auch das Kind das sagen, das mir leid, ich habe hier einen Fehler gemerkt. Dadurch, wo wir unsere Kinder beweisen, dass wir als Menschen auch sündigen können, aber dass wir auch ehrlich sind und nicht bloß proben, dass alle Pflicht zu holen, dass wir auch Fehler merken. Dann sind wir noch ein Drittes. Haben wir Gott direkt angehorsam. Gott sagt durch Samuel, dass Saul soll die Amalekiter abriemen. Die Amalekiter wären von lang terug Israel auch Gott seine Feind gewesen. Je denke ich noch, als Israel durch die Wüste reisen deed, en dat Volk, wat an de tollste touwzaten deed, en besonders komen ze immer van hängen en namen de Schwachste en mürken de dood. Dat wären de Amalekiter. En Gott sagt, ik zie op ewig, in de Amalekiter. En dan zegt hij durch Samuel, Saul soll gaan de Amalekiter abriemen, wils dat meine Feind zijn. Dat gebouwd weer, hij soll keinen Leben laten, ook kein Stück Vieh. Saul ging met zijn soldaten los, en zei mal door, hij schlucht hij, en had een groten Sieg. Aber wat passiert? Hij deed niet wat Gott hem gesagt had. Hij leidt den Kjenninjk leven, en hij bracht ook dat beste Vieh met terug. Dan als Samuel dat zag, moest hij Saul zeggen, wat Gott ervan dacht, dat hij hem niet gehorcht had. Hoor je mal wat hij hier zegt in 1 Samuel 15, 22 en 23. Heeft de Herr kracht zum Grautet gefallen an Opfer en Brandopfer, als Gehorsam zu seine Stem? Kijk je mal, Gehorsam is beter als Opfer. In bemerken wat hij zegt, is beter als dat Vat van Kosenbach. Wils Ungehorsam is aus net sauber sind, in Waderspannstichkeit is Frevel en Aufjatterie. Wils du den Herrn sein Wort verschmähten hast, haft die auch die verschmähten, dat du nicht Kjenninjk sein sollst. Dit wie dat laatste en schwanste Urteil von Samuel über Saul. Wo wirkt sich dit in sein Leben dann uit? Wils hij nicht mehr Gott seinen Serien ab am Haut, wordt hij sehr unsicher en misstrauisch. Als David immer bekannter wordt, stieg an am de Aufgunst sehr hoch. Und eine sieht, rechnet hij David sehr viel. Die spielt am so fein mit der Hoabwehr, und dann wordt hij gewöhnlich immer innerlich ruhiger. Aber dann das nächste Mal, dann nahm er seine Spieß und schmeit ihn nur David, wie sie aufjanstig wir, dat die Menschen so viel von David hielden. Jo, hij probeert am Ferken umzubringen. Hij stund am No, hij juch am No mit seinen Soldaten, en David moest ranen für sein Leben. Hij stund ook onder eine grote Angst, dat hij den Krieg mit der Philister verlieren wird. Hij zag, dat dreht sich taub zu een groten Krieg, en dafür had hij sehr Angst. Aber Samuel wird nu al gestorben. Dem kon hij nicht mehr erfrieren. Und Samuel hat ja gesagt, hij wird nicht mehr mit ihm reden. Aber wo soll er dann uitvingen, wat Gott haben will, wat hij doen soll? Aber Gott antwoordt am nicht. Und wils Gott am nicht mehr antwoordt, wat deed er? Hij jenkt nur ne Heks, nur ne Wahrsagerin. So ne Früh, wat die Geister befrieren deed. Aber die Nachricht wir nicht gut. Die Nachricht wir, dat hij wird den Krieg verlieren, en hij en seine Sehens würden sterben. Am nächsten Tag kam der Krieg. En wat passiert? Dat ging alles rots. Erstens starben seine 3 Sehens, ook Jonathan, der enge Freund von David. En Saul ward so sehr verwund, dat er sich selbst het Leben nahm, wils hij wohl nicht an der Hang von der Philister anfallen. Wo treurig wir doch sein eng. Door starf hij. Een man wat sehr gut angefangen had, aber sehr schlecht abhören deed. Wat hebben von Saul sein Leben lehren?
dat is meerlich goed aan te vangen, aber schlecht ab te hören. En ich hoop dat keiner wat meine Stem von dir hiert, wat schlecht abhören. Wils, wir können alle da wat mit daunen. Saul hat da wat mit kon daunen, wann nicht so stolz gewast wär. Ein von onze grootste Feind ist die Stoltheit. Die führt nur Ungeduld in unbedachte Entscheidungen. Die führt nur Aufgunst und die führt schließlich nur Mord. Angst, was durch diese Unsicherheit kommt, kann zu der Zauberie und Wahrsagerie führen. Saul hat konnt Büße daunen, aber er deed dat nicht. Wenn die einzige von diesen Dingen angeredet haben von dir, und du musst die sagen, ja, bei mir ist das hier und da kragt so, dann will ich die tauroden, go nicht wieder in diesen Zustand. Komm doch mit dieser Sünde, mit dieser Stoltheit, mit dieser Aufgunst. Nur Jesus, er will die vergeben. Er will die in ganz nicht Wort geben. Wenn du wiedergeboren bist, und du am angenommen hast, dann kannst du sicher sein, er nimmt die aule Sünden weg, und durch den Heiligen Geist will er an dein Leben sein Leben uitleven. Denk mal daran, wat für ein Unterschied dort sein kann, dat dein eng nicht so sein muss, als dort von Saul. Wel wir noch tot beten. Lieber Herr, ich bete, wenn du Söhne sind, wat die noch nicht kennen, oder die kennen die all, und sie haben den rechten Weg angeschlossen. Ich bete, dass sie zurückdrehen, dass sie ihre Sinn tauschen, dass sie Büße daunen, und dass sie sich loten von deinen Geist leiden. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Welt. Auf Wiedersehen.